so wie doch am Wahlprogramm von der ADR steht, verschließen wir uns nicht einer Diskussion über genetisch modifizierte Pflanzen. Gentechnik kann ein Upack sein, wie wir gerade auch schon hören haben, für Pflanzen mehr resistent gegen Krankheiten, aber widerstandsfähig wie von meteorologischen Veränderungen zu machen. Das ist dafür wichtig, dass die Diskussion um Gentechnik transparent und sachlich geführt wird. Aber wenn wir ehrlich sind, wenden wir heute schon Techniken an und dadurch am Biobereich, nein, wir bringen es gerade raus, die zu einer gewollten, aber unkontrollierten Veränderung von der DNA am Saatgut führen, wie auch den Herr Bohnen schon erwähnt hat, zum Beispiel durch ionisierende Strahlung oder den Ersatz von bestimmten Chemikalien. Im Gegensatz dazu diskutieren wir heute und heute über eine EU-Reglementation für kontrolliert genetisch modifiziert Saatgut zuzulassen. Ich übersprungen den Abschnitt über zwar das NGT1 und NGT2, ich meine, das mal hören, ich weiß nicht, wer ihn verstanden hat, mir münd hören. Ein Aspekt, der ganz wichtig ist für der und der konsideriert, muss an dem Kontext als Kennzeichnung von diesen Produkten. Wir dürfen heute Vertrauen vom Konsument an Lebensmittel und an den Produzent nicht verlieren. Allerdings muss man sich auf der anderen Seite auch die Frage stellen, ob es Sinn macht, etwas zu kennzeichnen, was man am Labor nicht unterscheiden können von natürlichen Änderungen, was bei der Kategorie 1 ist. Kann ich sagen, ja, es kann ihn irgendwie labeln, aber dann haben wir eine zusätzliche genetische Veränderung an diesem Saatgut. Und wir haben das Risiko, irgendwie schädliche Mesuren hervorzurufen. Davon abgesehen können wir also eine Kennzeichnung höchstens von der EU reglementieren, was mir als ADR auch wünschen gingen. Leider sind wir dabei aber allen Drittstaatenimporter ausgeliefert. Auch der landwirtschaftliche Sektor muss können Kontrolle über sein Saatgut behalten. Dafür ist dann auch wichtig, dass auf allen Niveaus transparent kommuniziert wird und der Sektor zu aller Zeit wissen muss, ob jemand gentechnisch verändertem Saatgut schafft oder nicht. Für die ADR ist klar, dass Vorschriften über Sicherheitskontrollen, Kennzeichnung und Trassabilität weder dürfen abgehoben noch verwässert gehen, genauso wie im Vorredner dadurch schon gesagt haben. Wir auch heute sind wir in den Drittstaaten teilweise ausgeliefert. Deswegen halten wir es für wichtig, dass wir eine europäische Reglementation haben, für uns keine Band der EU transparent an diesem Sujet zu haben. Ein zweiter wichtiger Aspekt, den auch heute schon angesprochen ist, ist justement Patentieren von gentechnisch verändertem Saatgut. Problematisch dabei ist, dass die EU-Kommission bislang noch nicht konkret Fakten dazu bekannt hat. Die von der EU-Kommission diskutierten Amendement wird froh vom Patent an diesem Sinne nicht behandelt. Am Kader von einer breiten Marktanalyse wird die Kommission die Auswirkungen von den Patenten auf den Markt genauer sichern, also wir bis 2026 über die Resultate berichten. So lange können wir aber nicht warten. Rezenten Diskussionen, wenn ich richtig informiert bin, soll das Saatgut von der Kategorie 1 eventuell keine Patentrechte erleihen, für mehr breite Konsens an der EU zu kreieren. Die Rechte auf das geistige Eigentum im Bereich der Saatgutzüchtung sind verständlicherweise ein ganz umstrittenes Thema. Es gilt nämlich zu verhindern, dass ein Accès von den landwirtschaftlichen Akteuren zu wichtigen Komponenten von ihrer Arbeit nicht irresponsabel eingeschränkt wird. Es muss übrigens alle Stufen von der Entwicklung und Kommerzialisation vom Saatgut von der ersten Kategorie patentrechtlich freihalten. Der größte Gefahr liegt beim Patentschutz von den benutzten Genscheren. Da der ist bewusst, dass der gezielt Patentieren ein wichtiges Incentiv für die Wirtschaft wird, für weiter und innovativen Züchtungstechniken zu forschen. Die Förderung von innovativen Züchtungstechniken soll aber so transparent wie möglich und unter der Kontrolle von öffentlicher Hand sein, für den Accès von landwirtschaftlichen Akteuren zu hochwertigem Saatgut zu garantieren, ohne direkt vom privaten Sektor abhängig zu sein, beziehungsweise dem nicht landwirtschaftlichen Sektor dem Monopol zu überlassen. Abschließend will ich sagen, Herr Präsident, wir dürfen den Anschluss an Kompetitivität von unserem Agrarsektor in Europa nicht verlieren. Als ADR sind wir uns bewusst, dass als Bauern auf einem globalen Marché benötigt wären, wenn wir uns hier in Europa dem technologischen Fortschritt entgegenstellen und uns der Illusion hingehen, dass wir uns ausschließlich auf eine klassische Art und Weise vom Pflanzenbau konzentrieren können, ohne Einschränkungen an unsere jetzigen Gewünschten zu haben, an die ganz ambitiös gesetzten Umweltziele zu erreichen. Wie am Anfang gesagt, bleiben wir als ADR Technologie open.
De landwirtschaftlichen Akteuren an de Konsumenten gegenüber muss aber mit offenen Karten gespielt gehen und die Gesundheit vom Konsument muss immer an erster Platz stehen. So nicht merci.